Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. Seit einem Jahr ist er zurück an der Macht. Was für eine Gruppe, alle Sieger. Wir sind das respektierteste Land der Welt. Donald Trump greift an. Das US-Militär ist mit Abstand das stärkste auf der Welt. Mit Fähigkeiten, die unsere Feinde nur erahnen können. Und er droht weiter. Wir werden etwas mit Grönland machen, ob es ihnen passt oder nicht. Grundsätzlich müssen wir lernen, dass Donald Trump sehr wohl alles ernst meinen kann. Wer kann ihn bremsen? Die Frage ist, wie Europa sich in dieser weltpolitischen Gemengelage positionieren kann. Ich glaube, wir haben sehr schlechte Karten. Nur meine Moral, mein Verstand können mich stoppen. Der Revolverheld. Hier herrschte das Recht des Stärkeren. Der Wilde Westen war Schauplatz erbitterter Kämpfe, geprägt von Sehnsucht nach Freiheit und neuen Territorien. Jetzt ist das Recht des Stärkeren zurück. Donald Trump nimmt Anfang Jahr Nicolás Maduro gefangen, bis dahin Staatspräsident von Venezuela. Showdown in Caracas. Die überragende amerikanische Militärmacht startete einen spektakulären Angriff, wie man ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. Maduro ist von der US-Justiz wegen Drogenhandels angeklagt. Doch seine Gefangennahme verstößt gegen das Völkerrecht. Ich brauche kein internationales Recht, ich will niemandem wehtun. Muss sich Ihre Regierung an Völkerrecht halten? Ja, es kommt darauf an, was man unter Völkerrecht versteht. Trump und sein Handelsminister machen keinen Hehl um die Interessen der USA in Venezuela. Ja, die Ölindustrie ist das eine. Sie haben dort Stahl, Mineralien, seltene Mineralien. Bergbau, der vor sich hinrostet. Politexperte Remo Reginald hat in den USA gelebt. Der Angriff auf Venezuela sei typisch amerikanisch. Interessenpolitik, wenn es knallhart zu und her geht, ist Amerika immer schon interventionistisch, auftreten auch militärisch. Das gehört zu einer Agenda von Amerika dazu. Die deutsch-amerikanische Politologin Catherine Klüver-Ashbrook widerspricht. Für sie ist der Sturz Maduros eine Zeitenwende. Es ist ein historischer Bruch mit den Absichten der USA, die sie über 8 Jahrzehnte nach außen geäußert haben. Selbst als sie in den 70er Jahren in Südamerika eingegriffen haben und anderswo, war der Antrieb vermeintlich immer der Demokratisierung der restlichen Welt. Jetzt ist Demokratie ganz hinten angestellt. Der Einfluss der USA in Südamerika reicht weit zurück, vor die Eroberung des Wilden Westens. US-Präsident James Monroe legte vor 200 Jahren fest, dass keine anderen Großmächte auf dem amerikanischen Kontinent geduldet würden. So kam es im letzten Jahrhundert immer wieder zu US-Interventionen in Südamerika. Jüngeres Beispiel: Sturz des Regimes in Panama 1989. Die Monroe-Doktrin hat man ein bisschen vergessen. Mit unserer neuen Sicherheitsstrategie wird die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre nie mehr in Frage gestellt werden. Trump-nahe Social-Media-Seiten veröffentlichen solche Bilder. Donald Trump als einziger Herrscher über den amerikanischen Kontinent. Eine neue Weltordnung? Das, was vielleicht neu ist und spannend ist, es ist Geopolitik, die nach dem Spielbuch der Chinesen funktioniert. Und Trump, willentlich oder unwillentlich, ich glaube eher willentlich, kopiert jetzt die chinesische Logik. Nämlich die chinesische Logik vom Probing. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich provozieren? Wie reagieren die anderen? In seinem ersten Amtsjahr schafft Donald Trump militärisch Fakten. Im Sommer sprengt er iranische Atomanlagen. Im Herbst versenkt er angebliche Drogenboote in der Karibik.
Und in den vergangenen Wochen bombardiert er mutmaßliche IS-Stellungen in Syrien und Nigeria. Wir sind bereit, die Christen auf dieser Welt zu retten. Trump auf dem Zenit seiner Macht, nur ein Jahr nach seinem Comeback. Der Patriot. 2016, Wahlkampf. Donald Trump kandidiert zum ersten Mal als US-Präsident. Er stellt Amerikas Interessen in den Vordergrund und macht große Versprechen. Wir wollen eine stabile, friedliche Welt mit weniger Konflikten. Ich schlage eine neue Außenpolitik vor, die auf Amerikas Interessen beruht. Unsere bisherige Strategie, Regierungen auszutauschen, ist ein absoluter Fehler. In der ersten Amtszeit gibt sich Trump als Präsident, der keine Kriege beginnt. Er zieht Truppen aus Syrien ab und verhandelt mit den Taliban ein Abkommen zum Rückzug der US-Soldaten aus Afghanistan. Wir wollen immer weniger den Weltpolizisten spielen. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben. Jetzt wollen wir auf uns selbst schauen und unser Land neu aufbauen. Zwar droht er auch in seiner ersten Amtszeit. Nordkorea sollte uns nicht drohen, sonst legen wir sie in Schutt und Asche, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Wir haben viele Optionen für Venezuela, wenn nötig auch eine Militäroperation. Meist belässt er es bei Drohungen. So trifft er Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un dreimal. Es geschehen viele positive Dinge, wirklich sehr positive Dinge. Wir haben uns getroffen und mochten uns von Tag 1 an. Wir sind eine friedliebende Nation. Wir suchen keine Konflikte mit Iran oder sonst wem. Donald Trump habe schon damals radikale Interessen vertreten, diese aber nicht durchsetzen können. Die Regierung Trump I hat Absichten erklärt und ist dann von einem sehr traditionellen republikanischen Apparat ausgebremst worden. In den drastischsten und radikalsten Plänen und Absichten. Dazu gehörte mitunter natürlich auch zum Beispiel ein Austritt aus der NATO oder eben auch Übergriffigkeiten anderswo in der Welt. 2024. Trump gelingt das Comeback nach 4 Jahren Zwangspause. Auch in seinem zweiten Wahlkampf bleibt er seiner Parole treu, Amerika aus Kriegen rauszuhalten. Einer der Gründe, warum ich der einzige Präsident war, der keine Kriege anfing, ist, dass ich nicht auf die katastrophalen Ratschläge von Generälen, Bürokraten und Diplomaten hörte. Die wussten nur, wie man in Konflikte reingerät, aber nicht, wie man wieder rauskommt. An seiner Amtseinführung vor einem Jahr kündigt Trump an: Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedenstifters sein, eines Versöhners. Das ist Popular Politics, das ist populäre Politik. Das muss man heute verkaufen. Da hast du vielleicht sogar noch Stimmen von den Demokraten. Aber Real Politics, also Realpolitik, hat immer schon anders funktioniert. Trump gibt sich gerne als Friedensstifter. Er erreicht die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Vor einem Monat nimmt er den FIFA-Friedenspreis entgegen, ein Preis eigens für ihn geschaffen. Der Herrscher. Innenpolitisch steht Donald Trump unter Druck. Landesweite Proteste am Wochenende, nachdem eine Frau von einem Beamten der Ausschaffungsbehörde ICE erschossen wurde. Ich bin so wütend auf das, was in Washington passiert und auf Präsident Trump. Ich musste hier hinkommen. Ich konnte nicht zu Hause bleiben. Wir werden von unserer Regierung nicht beschützt. Das Volk muss sie an ihre Verantwortung erinnern. Und dann ist da noch die Nähe zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die Regierung bleibt Antworten schuldig. Nicht alle Epstein-Files sind bisher veröffentlicht.
Trump selbst gibt sich lieber als Siegertyp. Auch auf dem Golfplatz. Hier mit Enkelin Kai. Was ist dein Lieblingsanlass im Weißen Haus? Ich mag alles am Weißen Haus. Ich liebe das Weiße Haus. Ich repariere es. Wir machen Marmorböden rein. Kai Trump teilt das Video online. Der Präsident weiß, wie er Medien für sich nutzen kann. Das Video hat Millionen Klicks. Er und das Weiße Haus verbreiten KI-Bilder, die ihn als Herrscher darstellen. Wie mächtig ist König Donald mittlerweile? Donald Trumps Regime hat schon die Probleme, die andere autoritäre Systeme haben. Nämlich, er ist komplett umgeben von Loyalisten, von Ja-Sagern, die immer wieder unterstreichen, die USA könne mit ihrem Machtgehabe, mit ihrem Kraftgehabe, wenn man so möchte, alles erreichen, was Donald Trump in den Sinn komme. Trumps Rhetorik wird schärfer. Auf dem Flugzeugträger USS George Washington hält Trump im Herbst eine Rede. Der Präsident, der keine Kriege anfangen will, sagt nun: Wenn es darum geht, die Vereinigten Staaten zu verteidigen, werden wir nicht mehr politisch korrekt sein. Wir verteidigen unser Land so, wie wir eben müssen. Und das ist normalerweise nicht politisch korrekt. Wenn wir in einem Krieg sind, gewinnen wir den Krieg, so wie noch nie jemand zuvor gewonnen hat. Und übrigens, nicht einmarschieren ist noch besser. Warum demonstriert Trump gerade jetzt militärische Macht? Ich glaube, ein Aspekt ist schon, dass jetzt in dieser zweiten Amtszeit ein paar Sachen auch an die Oberfläche kommen, innenpolitisch, wo man merkt, wo sehr problematisch ist, wo man nicht einfach ruckmässig lösen kann. Es ist ein Ablenken. Stark auch ein Ablenken von innenpolitischen Herausforderungen. Die Uhr tickt innenpolitisch für diesen Präsidenten rückwärts. Im November schon sind die Kongresswahlen. Wenn er dann keine vermeintlichen Erfolge aufweisen kann, dieser gigantischen Aktion in Venezuela, wenn es vermeintlich auch noch schlimmer werden könnte, gar amerikanische Soldaten nach Venezuela geschickt werden oder dort Gewalt ausbricht, die er dann nicht kontrollieren kann, dann könnten das handfeste innenpolitische Probleme für diesen Präsidenten ergeben. Trump inszeniert in einem Video den Angriff auf Venezuela, unterlegt mit dem US-Rock-Klassiker Fortunate Son, einer Hymne der Friedensbewegung im Vietnamkrieg. Trump provoziert und die Botschaft des Angriffs ist deutlich. Wir haben einen Präsidenten, der keine Spielchen mehr spielt. Wenn er sagt, er mache etwas, er wolle ein Problem lösen, dann macht er es. Der Entfesselte. Das Recht des Stärkeren. Trump spielt es gnadenlos aus. Wir brauchen Grönland für unsere nationale Sicherheit. Dänemark kann das nicht. Wissen Sie, wie Dänemark zuletzt die Sicherheit in Grönland erhöht hat? Mit einem zusätzlichen Hundeschlitten. Kritik am Vorhaben wird lauter, auch aus eigenen Reihen. Genug Dummheiten. Man muss den Präsidenten gut beraten. Dieser Unsinn mit Grönland lenkt von seiner guten Arbeit ab, die er sonst macht. Die Amateure, die das für eine gute Idee hielten, sollten ihren Job verlieren. Wenn Sie mich jetzt fragen, bereitet mir das Sorgen aus einer Sicht, aus Europa, aber auch als Schweizer? Ja, weil ich glaube, wir haben die Zeichen nicht gelesen, die schon seit länger abgehen. Lange, viel zu lange, 2 Jahre haben Sie die Pläne der Trump-Regierung, die sich in verschiedener Art und Weise vorher schon äußerten, ignoriert, wollten sie nicht wahrhaben, haben Hoffnung zur Strategie werden lassen. Das geht nicht mehr. Trumps imperiale Fantasien gehen weiter. Kolumbien ist auch verrückt, der Präsident ein Spinner. Übrigens, man muss auch etwas mit Mexiko machen, die müssen sich zusammenreißen. Wenn der Iran angreift, werden wir zurückschlagen wie noch nie. Iran, wo seit Tagen Menschen gegen das Regime auf die Straße gehen.
Es gibt tausende Tote. Bisher bleibt es bei Drohungen des US-Präsidenten. Der Iran strebt nach Freiheit, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen. Ob Iran die Drohungen ernst nimmt? Nach allem, was wir getan haben? Was für eine dumme Frage. Wer steht als nächstes in Trumps Schusslinie? Sein Colt sitzt locker. Wir werden kämpfen und siegen. Das zweite Jahr von Donald Trumps Amtszeit hat erst gerade begonnen. Mehr Rundschau-Geschichten auf Play SRF streamen.